Wir sind froh, wenn ADR-Propositionen überholt gehen, auf viel von den Maßnahmen, die hier werden dezidiert gehen, an die am Akkord stehen, die stehen auch schon bei uns an unserem Wahlprogramm oder die haben wir in den letzten Wochen gefordert, auch hier an der Chambre. Dafür hätten wir auch für die Forderungen umzusetzen, an unserer Vue aus kein Tripartit gebraucht. Wir hätten das einfach so an der Chambre können machen. Aber ist es gut, dass es so könnt. Es sind aber auch ein paar Sachen ein bisschen mehr problematisch, darüber komme ich auch nach. Die Propositionen, die uns ganz besonders gut gefallen und die wir auch schon für eine längere Zeit umgesetzt hätten, das zum Beispiel das Taxisen raufgehen. Wir brauchen hier am Land niedrige Energiepreise, wir brauchen niedrige Benzins, Diesel, Mazutspreise. Wir hatten schon im April gefordert, dass der Preis Mazut, Diesel und Benzin soll raufgehen. Dem uns das gesagt, nee, und nicht, die hat das refuseiert, die hat gesagt, wir machen das vielleicht nur der Tripartit. Bon, besser spät wie nie. Wir sind froh, dass das geplant ist, und wir freuen uns darauf, für das hier in der Chambre zu stimmen. Wir hätten uns nach 4 Stellen können für nach mir weit zu gehen bei Benzin. Aber beim Diesel, das könnte nämlich die Bürger hier am Land so gut. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dadurch auch der Tanktourismus angekurbelt wird, was immens ist für das Land, weil wir da Millionen und Hunderte von Millionen rankreisen. Das sind davon ausgehen, dass das muss dann sogar für das Staatsbudget etwas Positives wert sein. Dann haben wir allgemein Energieentlastungen. Wir haben eine Anpassung von der Steuertabelle. Wir haben eine TVA, die plafoniert wird mit höher 100.000, wenn ihr Renovationen am Haus möchtet. Wir haben auch eine Unterstützung für die Landwirtschaft, auch für die Wirtschaft am Allgemeinen, was wir als ganz wichtig gesehen. Das sind Ideen, die auch überholt sind, teilweise, wie wir sie vorgeschlagen haben, und darüber sind wir froh. Froh kann ich aber nicht unbedingt die alles sind, weil so einfach ist das aber auch nicht. Und muss ich aber auch gesehen, dass ein paar die Probleme sind. Aber wenn ich nur zum Beispiel dann den Punkt hält über den Mindestlohn. Und der Premierminister hat ganz richtig gesagt, dass muss menschenwürdig hier am Land können leben von seiner Arbeit. Das ist ganz richtig. Ich will aber direkt so etwas vergessen, das muss noch menschenwürdig hier am Land können leben mit einer Pension. Und hier haben wir einen Mindestlohn, der quasi subventioniert wird durch einen Steuerkredit an die Lut geht, wie eine Mindestpension, wo das nicht der Fall ist, die war wahrscheinlich nicht Thema. Und ich meine, dass das aber ein Problem ist, weil die ist so deutlich nach unter dem Mindestlohn, Mindestpension. Und ich meine, dass das etwas ist, wo auch etwas unbedingt machen müsst. Nicht, dass die Schere zwischen dem Mindestlohn und der Mindestpension zu weit auseinander geht. Die Realität ist auch die, dass der Mindestlohn für verschiedene Leute nicht durchgeht. Das sind da ganz viele hier am Land, das sind besonders zum Beispiel Junker, die anfangen mit arbeiten. Es sind aber auch andere, die für den Mindestlohn arbeiten, und für die das echt viel ist. Ich kann zu bedenken, dass der Mindestlohn als Lützeburg über den Medianlohn in Frankreich ist. Das heißt, den Lützeburger Mindestlohn direkt 100 Grenze hat, den hört mehr wie seine Kollegen Durchschnittsfranzosen, die in Frankreich schaffen. Das soll ihr auch nicht vergessen. Wir haben im Land eine große Diversität von Fällen, und dafür ist die Realität auch ziemlich komplex. Aber was für die eng Füllers geht für die anderen nicht durch für zu leben. Das Ganze kostet enorm viel Geld. 450 Millionen, und das ist bei den ersten Rednern wirklich nicht angeklungen, weil das ist ja aber ein bisschen der schwache Punkt bei dem Ganzen, dass das, ja, Südfried kriegt etwas und bezielt doch kein etwas, wie das stimmt ja nicht, weil die 450 Millionen, die fallen ja nicht vom Himmel, wie die kommen für irgendwo hier, aber wo kommen sie? Sie kommen eigentlich von den Bürgern hier am Land, von den Einwohnern, von den Steuerzahler. Wenn wir die 450 Millionen rechnen der Population, dann heißt das, dass alle Einwohner hier am Land 700 € bezielt für die Maßnahmen hier durchzusetzen. Das ist auch eine Realität, weil irgendwo müssen zu hier kommen, und dann machen wir Schulden, und dann hast du irgendwann einen, den muss bezahlen, am Zweifelsfall die Generationen, die nur uns kommen. Und das ist auch problematisch, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben auch hören über die Energie, wo man eine Transition machen soll, wo man mehr unabhängig gehen. Ich kann aber dort zu bedenken, ohne zu tief an Thema anzugehen, auch beim Strom werden wir zu Lützeburg nie
unabhängig sind, und wir werden noch nie resilient genug gehen für Krisen aus dem Ausland einfach so nicht zu verstehen. Und ich gehe auch zu bedenken, dass sie für eine Transition von erneuerbaren Energien ein Backup braucht, den an der Regel Gas ist. Also braucht man das auch von irgendwo hier. Das alles gesagt, meine ich, dass es wichtig ist, dass wir alles das unterstützen, was konkret den Bürger hier im Land hilft. Wir fanden aber, dass es nicht mehr geht kurzfristige Leistungen. Wir brauchen noch strukturell Antworten für die großen Probleme, die wir hier am Land tun. Ob das den Wachstum ist, ob das Wohnen ist, wo man mit Leuten aus dem Ausland plündern, ob das Probleme sind, die Familien heute erleben. Und wir brauchen eine starke Mittelschicht. Dafür stimme ich so nicht. Merci.